Maja, wir begrüßen euch ganz herzlich willkommen auf diesem Vendredi Rouge. Rum ein Kehr an der Kulturfabrik, auch nicht ganz unschuldig, weil als Referentin hat auch ganz viele Racinen mit der Kulturfabrik, und der Bangladesch, das ist eine Äscherin, Viviane Goffinet, was 63 Geburt, Germanistik, Geschichte, Pädagogik studiert hat, hier zu Lützeburg, an vor allem zu Köln. An Twif kümmert sich sind lange Jahren froh von Frauen an der Gewerkschaftsbewegung, an linke Bewegungen, hat schon als Lehrerin an hat aber auch 2006 ein Buch rausgehen man Titel über das Leben der Frauen an als auch Co-Autorin von einem Sammelband evidemment den heißt wenn nun wir Frauen auch das Wort ergreifen, eine Anthologie über Frauen zu Lützeburg von 1880 bis 1950. Das Kehr haben wir einen Titel gewählt, den am Anfang eine erstaunliche Aktualität gekriegt hat, nämlich die Frauenarbeit an der Gewerkschaftsbewegung vor dem Zweiten Weltkrieg. Wenn wir gesehen, wie die ökonomische Situation sich entwickelt, zu Lützeburg, aber auch insgesamt in Europa, stellen wir fest, dass es erschreckend Parallele gibt zu der Entwicklung, wie auch schon im Ersten Weltkrieg die Wirtschaft geholt wird. Und das dürfte eine speziell interessante Frage, die an Aktualität echt gewinnt, wieder zu verliert, für sich vorzustellen mit dem Engagement von Frauen an gewerkschaftlichen Bewegungen zu Lützeburg für 1940. Und ich gebe dann auch direkt weitergehen und wie was dann sein Vortrag halten kann. Merci. Merci Marc. Den heute? Das sind? Das ist gut, okay. Nicht so viel, weil das kein Schein nicht mehr geblieben. Also, der Gesitio, was auf dem ersten Slide steht von der Präsentation. Thema von Noven, das Frauen an hier gewerkschaftliches Engagement für 1940. Und wie ich für mittlerweile 17 Jahre, das war an den 90er Jahren angefangen, zum Thema Frauen an Gewerkschaft zu recherchieren, und ich von vielen allen angesehenen Gewerkschafter zu hören, Frauen hätte nicht gehen. Demnach musste ich auch feststellen, dass an den Publikationen, an Broschüren, Büchern oder Festschriften wirklich nicht vorkommen sind. Es gab just zwei Ausnahmen, das waren Lili Becker und Gabi Schröll. Aber das heißt aber nicht, dass es sie nicht gab. Sie waren eben über die meiste Zeit, die vergessen haltend. Und das ist hinter den 80er Jahren, dass hier Geschichte öffentlich Thema ist. So lange ungefähr, wie ein Engagement von den Frauen an der Gewerkschaft fest etabliert ist. 1981 gab die erste Frauensektion vom OGBL gegründet. Und 1993 gab vom OGBL den ersten Frauenförderplan aufgestellt, mit dem eine anderen probiert ging, das Engagement von den Frauen an den Betrieben, an den Gewerkschaften zu stärken. Wir gucken mal just kurz zurück auf 50er und 60er Jahren und da fällt auf, dass das Thema Frauen an der Arbeitswelt zu der Zeit ignoriert ging. Sie waren just sogenannte Zusatzverdienerinnen und haben nun Bestiertnis oft nicht mehr geschafft. Der Mann hat die Rolle von Ernährer gehabt und in der Tatsache gab es nichts zu rüsseln. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren Frauen am mehr großen Maß wieder nur ein Pilier von der Ökonomie. Sie haben zeitweise immerhin bis zu 30% von der schaffenden Bevölkerung ausgemacht. Am Vergleich dazu war dann Anfang 70 nur 26% von den Frauen, die geschafft haben. Die Arbeitsbereiche für 1940 waren neben den Bauernbetrieben, auf denen man nur nicht viel angehen, an der Hauptsache an der Mittelindustrie angesiedelt. Das heißt an der Textilindustrie, der Tabaks, an der Lebensmittelproduktion, am Handel oder an der Hotellerie.
Bei der Arbeit von den Frauen an der Mittelindustrie leider auch den thematischen Schwerpunkt heute notwendig. Des Weiteren haben Frauen noch als Mod am Denkst oder bei reichen Familien geschafft. Daneben wird aber viel mehr Kleingemus Arbeit als Lehrerin oder als Sekretärin. Ob die Schmelzen haben bis 1981, wenn es den Arbeitsverbot keine Frauen dürfen schaffen. Das ist also eine wesentliche Tatsache, wenn ihr bedenkt, dass die Schwerindustrie der wichtigste Bereich vom gewerkschaftlichen Engagement zu Lützeburg war. Da gab es die meisten Membern und nicht die meisten gewerkschaftlichen Forderungen. Frauen haben dagegen verspreit geschafft und Kontakte zwischen ihnen waren nicht immer da. Es war also mehr schwer, sich zusammenzutun, sich zu organisieren und gemeinsame Forderungen aufzustellen. Ein großes Problem war auch, dass sie für viele Männer just als sogenannte Lohndrückerinnen gesehen sind. Sie haben am Durchschnitt über 30% Männer verdient, für dieselbe Arbeit zu leisten. Schon für den Abend folgende Chronologie für gesehen, an dem Rasten der Entwicklung von den Frauen innerhalb von den Jahren, voilà. Also vor dem Ersten Weltkrieg bis 1910, Zeitspanne direkt nach dem Ersten Weltkrieg und dann 1921 war das Schlüsseljahr raus, nur 1921 und dann 30er Jahre. Für anzufangen, just ein paar Zahlen zu Frauen habe ich an der Mittelindustrie zu Lützeburg an ihrer Entwicklung. Die ersten Zahlen zu Frauenarbeit, die von der Arbeitsinspektion abgestellt gehen auf das Jahr 1890 zurück, wo 81,6% von den Frauen an der Textilindustrie, 8,8% an der Tabaksindustrie und 6,2% an der Mosaikproduktion und der Keramikproduktion geschafft haben. An der ja. Ich will das nicht verstehen. Also, nee, das sind. Nee, das sind Dünndeler von den Frauen, ne? Ja, genau, die an der Mittelindustrie geschafft haben. Ne? Also zu ihr nehmen 30% von den Frauen nehmen, also, ja. Ich gesehen das gut nicht, weil ich kann am Plan schwätzen. Was hauptsächlich auffällt, dass die Verschiebung zwischen 1890 und 1900 dann zwar an der Tabaksindustrie, wo Bemol 10% mehr Frauen geschafft haben, und was aber wirklich relevant ist, weil Frauen an der Tabaksindustrie eigentlich die sind, die eine Vierreiterrolle spielen. An der Tabelle fehlen Taschenmacherinnen, die zeitweilig am Anfang vom 20. Jahrhundert 25% ausgemacht haben, aber danach war die Entwicklung hat die sich geändert. Das hat noch nicht die Tabellen zu weisen, aber just einen kleinen Hinweis, was für eine Wichtigkeit das daneben hat. Ne? Also, nur noch 2 Datumen zu den Gesetzen, die für als Thema relevant sind. Sie hatten nämlich auch große Auswirkungen auf die Entwicklung von der Frauenarbeit. 1876 Verbot für die Frauen für die Grofen zu schaffen, und 1907 das Arbeitsverbot, was aber immens oft in der Bunde ging, weil wenn man die Bereiche gucken, wo viele Frauen schaffen, an den Spitäler, als wo viel Nutz geschafft wird, also war das dann immer so Derogationen, mir eigentlich gibt das Nutzarbeitsverbot einfach noch relativ lang. Zum Zeitraum von 1900 bis 1918. Die ersten Gewerkschaften zu Lützeburg waren die von den Primeren von 1854 gegründet, den Tabaksarbeiter kurz danach an den Händchenmacher. Sie haben lange führende Gewerkschaften an der Metallindustrie, die 1916 sich recht gegründet haben, bestanden. Bis 1905 ganz sicher waren Frauen aber als Member von den Gewerkschaften von den Händchenmachern nicht zugelassen. Über die Gründe kann ich just spekulieren. Sicher von Frauen Männer verdient. Vielleicht haben verschiedene Männer auch für ihr eigene Arbeit gefordert, aber wollten sich nicht für ihr gleiche Verdienst für Frauen ersetzen. Bedenkt man, dass wir 1905 waren, also 14 Jahre vor der Aufhebung vom Frauenwahlrecht. Und verschiedentlich gab es zwar an den gewerkschaftlichen Versammlungen zu Frauenthemen referiert. Das kann ich an dem armen Teufel in einem anderen nachlesen.
Das tut aber nicht darunter geändert, dass es bis zu dem Zeitpunkt schwer war, also dass die Frauen sich quasi nicht konnten organisieren. Das Jahr 1907 war ein von den ersten wichtigen sogenannten Streikjahren. Armee gingen Arbeiterinnen und Arbeiter von der Tabaksfabrik für mehr Lohn und für den 10-Stunden-Tag auf die Straße. Der Ben Fayo beschreibt das aus seinem Buch Sozialismus in Luxemburg so: Die Konflikte wurden den Arbeitern der Tabakfabrik aus Hollerich regelrecht von Josef Heinz aufgedrängt. Bei der geringsten Lohnforderung seitens der Gewerkschaft sperrte Heinz die Arbeiter 67 an der Zahl aus. Nicht genug damit, bei einer gewerkschaftlichen Aktion, die in der Filiale der Fabrik in Fels versucht wurde, wurde das Versammlungslokal verweigert und Heinz ließ seine Arbeiterinnen nicht aus der Fabrik, bis es dunkel war. An der Fields waren an der Hauptsache Frauen beschäftigt und die Direktion wollte die ganze Produktion von Zigarren noch verlieren, weil sie gedacht haben, dadurch Geld zu sparen. Mit dem Streik ging 4 Wochen lang weiter mit der Hölle vom Gewerkschaftskartell und die Produktion aus an der Stadt blieben. Ergo war das ein von den ersten großen Streikerfolgen. Es fällt auf, dass die Frauen an der Tabaksindustrie viel mehr selbstständig für ihre Rechte angetreten sind, wie andere Frauen in anderen Bereichen. Das war auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, der Fall, wo sich die Frauen gerade so für bessere Arbeitskonditionen angesagt haben. Sie wussten genau, dass hier Arbeit gebraucht ging. Hier hat nicht nur sprichwörtlich die Fangerspitze gefehlt, war für die Produktion von den Zigarren und Zigaretten extrem wichtig. Bei den Kongressen von den Gewerkschaften an der Tabaksproduktion in Frankreich am Anfang des 20. Jahrhunderts waren immerhin 1/3 Frauen. Da auf der Foto, ja, ihr seht da Frauen bei der Arbeit bei Heinz von Landewig. Zurück zum Jahr 1907. Erinnern wir daran, dass 1907 nur das Arbeitsverbot für Frauen festgelegt wurde. Und 1876 Frauen nicht mehr an der Groven konnten schaffen. Ne? Die 2 Gesetze, die ganz paternalistisch eigentlich als Schutz für die Frauen gedacht waren, hatten aber logischerweise einen negativen Impact auf ihre berufliche Zukunft an dem größten Sektor. Sie spiegeln eigentlich die Vue von großen Teilen von der Lützeburger Gesellschaft auf das Verständnis von der Frauenarbeit. Frauenarbeit ist oft nicht mehr sogenannten Zubrot gewirrscht, sie ist meistens nicht als vollwertig angesehen. Dazu ein pikant Zitat aus der Zeitung De Proletarier. Allerdings sind manche dieser Arbeiten für den zarten Organismus der Frau derart schädlich, es müsste energisch darauf hingewiesen werden, dass Frauen die Einstellung in solchen Betrieben nicht nötig hätten. Es sollen aber die Arbeitsverhältnisse so geregelt werden, dass wenigstens verheiratete Frauen, Mütter nicht noch neben ihrer vielen Hausarbeit gegen Lohnbeschäftigung zu suchen gezwungen sind. Voilà. Bis zum Anfang vom Ersten Weltkrieg sind Frauen also nicht auf die Schmelz schaffen gegangen. Mit der Kriegssituation hat natürlich alles geändert. Weil die Arbeiter aus dem Ausland daheim gebraucht sind, respektive an den Krieg vermissen, und Frauen auf der Schmelz geschafft. Sie nämlich da permanent gebraucht gehen. Auch auf der Eisbahn schaffen Frauen eine andere als Heizerinnen. Ob einmal ist hier Arbeitskraft gut genug, und es wird nicht nur körperlichen Gebräuche geguckt. Auch das Gesetz ist nicht mehr, auch das Gesetz von 1907 ist nicht mehr erkräftigt. Wie ambigu vis-à-vis von ihrer Arbeit die Haltung von Dela von der Gewerkschaftsleitung war, weil ich durch ein Zitat vom damaligen Sekretär vom Hüttenarbeiterverband, dem Herrn Kopfweiler, weisen. Es ist eine Schande für das Luxemburger Land, dass unsere Frauen und Mädchen in den Hütten sowohl bei Tag wie bei Nacht beschäftigt werden. Jedenfalls wäre es an der Regierung gewesen, die Nachtarbeit, überhaupt alle Arbeit der Frauen in den Hüttenanstalten zu untersagen, anstatt sich nach Berlin zu wenden. Unsere Arbeiter-Frauenwelt wird nur bei diesen Arbeiten körperlich und moralisch verdorben, und selber sind nicht mehr imstande, eine ordentliche Haushaltung zu führen. Auch leistet die Nachtarbeit der Frauen der Prostitution einen großen Vorschub, denn die Frauen werden hierbei veranlasst, die Mätresse dieses oder jenes Werkmeister oder Aufsehers zu sein. Die Sorgen, die den Herr Kopfweiler sich zur Moral gemacht hat, waren durchaus realistisch. Es gab oft Übergriffe von Mädchen auf Frauen, aber das war nicht nur auf der Schmelz der Fall. Machen wir einen Sprung auf
Die erste Maifeier von 1917, die den 11. Mai stattfand an der Stadt, wo die deutsche Margarete Heidi zu der für den gelieft wird, geschwärzt hat. Sie war eine von den ersten Erbesterinnen, die sich umfassend mit der Situation von der Frau am Erbesleben zu Lützeburg befasst hat. Sie hat gesagt, dass der Krieg die Stellung der Frau verändert und sie ins öffentliche Leben gedrängt hat. Sie hat gefunden, dass die männlichen Kollegen und Frauen nicht sollten zurückhalten, aber sie unterstützen bei ihren Emanzipationsbestrebungen. Und sie hat auch Gefahr vom Konkurrenzdenken gesehen, weil Männer und Frauen nicht zusammenstehen an ihrem gewerkschaftlichen Engagement. Von der Margarete Hay geht am folgenden nach Kurzrietz. Voilà. Nächsten Domain. Dann vom Ersten Weltkrieg wird Renouveau für die Gewerkschaften bedeutet. Und die Stimmung war, wie sonst in Europa, auch zu Lützeburg an gewissem Maß revolutionär. Die Gewerkschaften kruten viele neue Membern an viel freier, scheinbar unerreichbare Ziele, gaufen auf einmal Realität. Es gaufen auf einmal Arbeitsreit an den 8-Stunden-Tag gauf am Dezember 1918 angefordert. Auf der anderen Seite war die Situation von den schaffenden Leuten aber extrem prekär. Der Schwarzmarkt hat floriert, die Wirtschaft hat stagniert und die Preise waren immens hoch. Die Reaktion von den schaffenden Leuten hat nicht auf sich weitergelöst. Am 13. August 1919 kam es zu einer großen Demonstration zu der Deuricht vor der Chambre. Es war der erste memorablen öffentlichen Auftritt von der Lili Becker, ein Butiksmädchen, das den Ton geschlagen hat für die gewerkschaftliche Organisation von der Frauen. 2 Monate später, den 1. November 1919, fand die Gleichberechtigung von den Frauen ihren ersten gewerkschaftlichen Ausdruck. Es heißt offiziell, die Frauen müssen bei gleicher Arbeit gleichen Lohn erhalten. Voilà, Lili Becker. An den kommenden Monaten ist es immer Lili Becker, die Initiativen hält an den Engagement von der Frau vorantreibt. Sie wird für sie selber anscheinend überraschend zur Gewerkschaftssekretärin bestimmt. Mehr wie sicher hat aber ihre spätere Mann, der Pierre Kreyer, eine Hand dabei am Spiel. Er hat eine Arbeitskraft gesicht, die konnte Artikel schreiben und organisieren. Beide Qualitäten hat Lili Becker, die Großteile vom Proletarier über Jahre redigiert hat. Sie hat das unter anderem an der Biografie über den Pierre Kreyer unterstrich. Anfang 1920 wurde der Verband der weiblichen Angestellten und Arbeiterinnen gegründet. Innerhalb von kurzer Zeit gehen ein paar hundert Frauen Member. Wie abgeheizte Stimmung zu der Zeit auch bei den Frauen war, will ich mit einem Aufruf aus dem Proletarier belegen. Mit dem Titel Aufgewacht. Aufgewacht, Kameradinnen. Seht euch und erkennt das Blühen und Gedeihen der freien Gewerkschaften, beobachtet ihre Tätigkeit. Schwester, du, die du tagtäglich in der Arbeit in staubiger Atmosphäre schwere Arbeiten verrichten musst. Freundin, du, die im luftlosen Kontor gekrümmt von großen Büchern sitzest. Du, Kollegin, die im Atelier sich die Hände blutig stisst. Du, Kameradin, die um einen Hungerlohn den ganzen Monat hinter einem Ladentisch stehst. Ihr alle, die ihr euch sorgt und müht, kommt zu uns, mit uns. Zwischen 1919 und 1921 gab auch nur draußen das weibliche Engagement sichtbar. Bei den Ausschusswahlen von 1919 gehen bei Heinz van Landewijk 2 Frauen gewählt, an den Ausschuss gewählt von 5 Membern insgesamt. Auch bei den Textilarbeiterinnen, die sich etwas an Komitee vom Verband, sind auch gleich 2 Frauen vertreten. Die ersten Nukresionen sind aber nicht nur durch erfolgreicher geprägt, mehr au contraire. Den Artikel 310 zu den Schwärzelichten, diesen Artikel, den schränkt Streikrecht an dem es ein Rassemblement und Demonstrationen für einen Betrieb verbietet, und Manifestanten diese Streikbrecher an den Weg stellen, mit Geldbußen oder Prisanker bestrafen. Das ist auch den Artikel, den 1936 beim Maulkurfsgesetz am Visier ist. Auch den 8-Stunden-Tag muss immer verteidigt gehen. Die Frauen sind bereit, für ihre Lohn zu streiken, so zum Beispiel bei der Schuhfabrik National, wo 16 von 36 beschäftigte Frauen sind. Am Mai 1920 kriegen Frauen endlich ihre Lohnerhöhungen auch akkordiert. Den 1. Mai 1920 sind 30.000 Leute durch das Land auf der Straße, davon noch 5.000 an der Stadt. Und die erste weibliche Deputierte, Margret Thomas-Klimmer, fordert und hierarchiert gleiche Lohn für die Frauen in der Ärmeren. Insgesamt war 1920 ein optimistisches Jahr aus der Sicht von den Arbeiterinnen. Kommen wir zum Jahr 1921.
voilà, wo sich vier an Streik viel geändert hat. Ja, fängt mit einem memorablen Kongress von der Sozialistischen Partei den 1. und 2. Januar zu Deverding an. Dieser Kongress feiert zur Gründung von der KP an der Aufgrenzung vom gewerkschaftlichen Flügel, dem den Antoine Kreyer und Lili Becker ugehören an der Sozialistischen Partei. Memorabel ist der Kongress auch, weil eine von den Hauptrednerinnen Clara Zetkin war. Sie hat die Wichtigkeit für Lützburg als Industrienation in der Strache, an dem nur der politische wie der gewerkschaftliche Organisation eine große Stelle Wert beigemessen. Sie hat mit ihrer Intervention auch zur Spaltung beigetragen, weil sie an den Konsensbestrebungen von verschiedenen Delegierten keine Chance gesehen hat. Eine Spaltung von der Sozialistischen Partei war ihrer Meinung nach extrem wichtig für Klarheit zu schaffen. Merci. Am Januar 1921 gouf aber auch den LCGB gegründet. Die christliche Gewerkschaft bleibt aber an den nächsten Monaten und Jahren und auch während dem Märzstreik nicht wichtig. Sie gedreht an den 30er Jahren noch mehr wichtig. Voilà. Kommen wir zum Märzstreik. Die Initialzündung für den größten Streik 1921 war die Ankündigung von der HDL zu Deverding, den 1. März 280 Leute zu entlassen. Der große Streik von 1921 zieht sich in Kreise an den ganzen Süden vom Land geht erfasst. An der Hauptsache sind es natürlich Teichbrüche von der Stahlindustrie, wo die Leute sich am meisten mobilisieren. Das heißt Deverding, Rodange, Asch und Dietling. An der Presse sind Streiker all der Themen und Reaktionen von Entsetzen bis zur Bewunderung. Zu keiner Zeit gibt es so viel über die Frauen an ihrem Engagement berichtet. Sie treten an der Hauptsache als Unterstützerinnen für ihre Männer ab und sie organisieren Volkskirchen, Streikposten und gehen handgreiflich, wenn es muss sein. Am Lützeburger Wort steht den 14. März, die Frauen gebärden sich wie toll. Fast alle Arbeitswilligen werden vor der Ausführung ihrer Pflicht gehindert, werden an der Ausführung ihrer Pflicht gehindert. Es herrscht ein unbeschreiblicher Terror. Natürlich schreibt die Linkpresse das ganz ernst, zum Beispiel: Diese herzerbebende Entschlossenheit der Frauen hat überall Bewunderung erregt, den Kampfesmut der Männer gestärkt und das Siegesbewusstsein der Kapitalisten herabgedrückt. So, an einem Proletarier ist zu lesen, erst den Ausschnitt, der kann nicht lesen, ich zitiere just den Schluss davon. Die Frauen sind gleichberechtigt mit den Männern. Wer kann ihnen verbieten, dieselben Funktionen auszuüben? Wer will sie hindern, Streikposten zu stehen, wenn sie sich freiwillig dazu melden? Verschiedene Männer, wie zum Beispiel de Jean Bukovac von Asch, den von den Leder von dem Streik war, wird sich für die Frauen kurz angesagt und gemeint, die Frauen dürften nicht mehr wie Sklavinnen vom Mann sind und sich nicht ausbeuten lassen. Insgesamt hat der Märzstreik eine wichtige Bedeutung für das Selbstbewusstsein der Frauen. Das war aber leider nicht mehr von kurzer Dauer. Kurz nach dem gescheiterten Streik wird auf Initiative von der Lili Becker den revolutionären Frauenverein gegründet, aber ohne großes Succès. Nur im März 1921 haben an der Population Resignation und Angst überhand geholt. Die Frauen waren genau so von der Repression betroffen wie die Männer. Verschiedene italienische und deutsche Arbeiterinnen wurden aus Lützeburg ausgewiesen, unter ihnen auch die für die Runde zitierten Margarete Hay. Die Arbeitervertretungen wurden aufgeschärft und viele Streiken müssen drakonisch Geldstrafe bezahlen. Gewerkschaften standen dem machtlos gegenüber. Erst 1925 war der Schock plus ou moins überwunden und die Arbeitervertretungen an den Betrieben wurden angefordert. Wie vielen sich an einem Jahr die Situation geändert hat, schreibt Lili Becker am Proletarier vom 18. März 1922. Stürmische Märztage sind es gewesen, vergangenes Jahr. Heiß tobte der Kampf, gegen den Tag für Tag von den Unternehmern gehetzt wurde und den doch sie verschuldet hatten. Verbrecherisch nannten sie, was den Kameraden Solidarität hieß. Hetzer und Aufwiegler sollten jene sein, die sich und ihre Existenz aufs Spiel setzten, aus Liebe zu den Kollegen, aus Aufopferung für die gerechte Sache. Ungleich waren die Kampfmittel, da der Geldmacht alles zur Verfügung stand. Regierung, Presse, Militär, Gerichte.
Doch komme was will, nie wird das Proletariat den Glauben verlieren an den Kampf und an die Macht der Gewerkschaften. Nur 1921 gibt es keine eigenständige Freigruppe an den freien Gewerkschaften mehr. Der Arbeit von den Frauen tritt an den Hintergrund oder verlagert sich unter anderem auf die Freude de la Femme, die 1927 gegründet wird. Lili Becker schreibt am Proletarier bis 1927 Kritik der Zeit, ein Zuchtkolumn, wo auch sogenannte Frauenthemen behandelt gehen. Von 1924 bis 1937 ist sie Sekretärin von der Arbeiterkammer. Recht mitten 30er Jahren, wo das Kollektivvertragsgesetz gestimmt wird und Manifen zum Maulkurfgesetz stattfinden, treten mehr Frauen als Rederinnen, aber Männer als Gewerkschaftlerinnen auf. Unter anderem auch die von Useldinger. Kommen wir zu den 30er Jahren. An 30er Jahren engagiert sich hauptsächlich den LCGB bei der Rekrutierung von weiblichen Membern. An der Gewerkschaftszeitung Sozialer Fortschritt gibt es eine Rubrik, die die christliche Arbeiterin heißt. Da gibt und Frauen appelliert, sich gewerkschaftlich zu organisieren an den Lokalgruppen, die nur bei den Betrieben sind. Hier als Beispiel ein Ausschnitt aus einem Artikel, als Titelblatt vom Sozialen Fortschritt von 1936. In manchen Industriezweigen besteht die Hälfte der Belegschaft aus Arbeiterinnen. In materieller Hinsicht werden sie des Öfteren sehr schlecht entlohnt. Suchen wir uns Vorkämpferinnen aus ihrer Mitte und überlassen wir ihnen die Werbearbeit unter ihren Kolleginnen. Verlangen wir von den weiblichen Propagandisten eine rege Mitwirkung. Doch sollen wir ihnen auch behilflich sein, dass sie tüchtige, unerschrockene Gewerkschaftlerinnen werden. Den 23. Mai 1937 wird der Verband der christlichen Arbeiterinnen gegründet. Zu dem Zeitpunkt gibt es schon eine engagierte Gewerkschaftssekretärin an der Person von der Gabi Schröll, die sich immer am Frankreich und an der Belgien über die Gewerkschaftsarbeit von auf 4 Frauen informiert. Sie ist auch die am sozialen Fortschritt über die Gründungsversammlung berichtet und das ganze Problem der Frauenarbeit abwerft. Der Kampf um das tägliche Brot nimmt Frau und Mädchen aus dem verborgenen Familienkreis und wirft sie ungeschützt in das Arbeitsrad. Sittlichen Gefahren und körperlichen Schäden sind sie ausgesetzt. Die Familienmutter leidet in ihrer Gesundheit, die Kindererziehung wird ihr fast unmöglich gemacht. Neben der Forderung nur gleichem Lohn für gleich Arbeit treten der LCGB-Frauen aber auch für typische Freiforderungen an, wie zum Beispiel ein Krankenkäse für Wöchnerinnen, für Kannerzulehrer und für bessere Witwerrenten. Die engagierten Frauen rund um Gabi Schröll sehen sich dunjeft auch an einer sozialen Funktion. Sie organisieren ein Frauenrestaurant an der Stadt, wo die jungen Mädchen, die an die Stadt arbeiten kommen, billig können essen. Dunjeft gehen Bitzkuren, Hygieneskuren und Kochkuren organisiert. Viele junge Frauen fanden also eine Struktur, an der sie abgefangen gehen. Der Verband von den LCGB-Frauen wies sehr auf ungefähr 200 Membern an ihre Succès als zeitweilig nicht klein. So kann in einem Bericht lesen, bei Ideal Leder, Cerebate und Faïencerie Sept-Fontaine sind die bestehenden Kollektivverträge erneut unterschrieben und verlängert worden. Kollegin Flammang vertritt die Arbeiterinnen im Ausschuss der Krankenkasse. In der Textilindustrie, welche in Verhandlungen wegen einem Kollektivvertrag ist, haben wir Vertreterinnen in 5 Betrieben, Schleifmühl, Pulvermühl, Demuth und Ginter sowie in der Wollspinnerei in Ettelbrück. Frau Nickelsham vertritt die Arbeiterinnen im Nationalrat. Das heißt, das waren wirklich Frauen, die du hier rechter vertrauen haben. Die Fragegruppe vom LCGB funktioniert leider nur 2 Jahre bis 1938. Sie geht sozusagen von der Geschichte angeholt. Zum Aufschluss ein kleines Zitat. Die Männer haben es gut, sie schaffen 8 Stunden, dann winkt ihnen Gemütlichkeit, die Zeitung, die Pfeife oder der Humpen. Für sie ist der Arbeitstag vorbei, jedoch geht für die armen, geplagten Hausfrauen oder Mädchen, die auf sich selbst angewiesen sind, der Arbeitstag weiter und spät am Abend, wenn alle anderen zufriedengestellt sind, gibt sie sich erst der Ruhe hin. Voilà.